Sekunden vor dem Auftritt. Wir ziehen den Countdown jetzt von 10 runter, Berlin. 10, 9, 8. Um ihn geht es, Kato, seine Waffe, die Sprache. Der Kampf mit geschliffenen Worten. Yo, yo, yo! Was ist Sprache? Dieser Film sucht darauf eine Antwort, begleitet Menschen, die Sprache bewusst nutzen. Menschen wie ihn. Sprache ist erstmal, finde ich, das wichtigste Werkzeug, was man eigentlich haben kann. Man verkauft sich auch im Leben immer ein bisschen selber und da ist die Sprache halt sehr wichtig. Also ich könnte mich jetzt mit Leuten unterhalten, die aus einer ganz anderen sozialen Schicht kommen, die vielleicht einen ganz anderen Dialekt sprechen, die das ganz anders aufnehmen. Aber solange man einen gleichen Nenner findet, ist ja alles okay so. Also ja, eigentlich, dass man auf den gleichen Nenner kommt, auch wenn der Zähler oft nicht gleich ist. Battle Rap ist wirklich eine Pisskultur. Dem einen geht es um Reichweite wie beim Diskuswurf. Der andere sagt in Interviews so Sachen wie meine Favorite Bar von mir in dem Battle war Missgeburt, sagen, ich kann nicht rappen und kommen sich wichtig vor. Ich hänge auch nicht im Studio, ey, gib mir noch einen Kick auf die Snare. Wie so eine Witzfigur, ich bin keiner von euch Rappern, ich zerfick euch nur. Also das war so eine, die ich persönlich sehr gerne dann auch nochmal höre. Wenn man Ohrwürmer von Lines bekommt und nicht von einer Melodie oder so, dann ist es eigentlich die schönste Form von Unterhaltung. Man muss nicht immer seinen Gegner persönlich zerstören oder so. Es geht darum, in dem Battle zu beweisen, dass man halt in der Performance... Die Leute sollen das Battle am Ende sehen und wissen, okay, der hat mich mehr abgeholt. Man versucht, die Leute abzuholen. Am besten eine gute Atmosphäre schaffen, dass die Leute da gut unterhalten sind. Allein so die Leute so in seinen Film ziehen, dass man, ja... schwer zu beschreiben. Battle Rap, das ist ein Sprachduell. Mann gegen Mann. Jedes Wort auf den Gegner abgestimmt. Wenn der Gegner irgendwas schon hat, irgendwas gegen mich bringt, dass ich dann eigentlich, also im Hauptteil der Fälle, habe ich dann schon manchmal einen guten Konter parat. Die denke ich mir dann in einer Runde aus und meistens eigentlich, finde ich, ein guter Battle-Rapper sollte schon am Anfang der Runde immer wenigstens einen Konter bringen. Spontan kontern, dafür ist er bekannt. Heute noch will er es allen zeigen. Will gewinnen auf der bekanntesten Hip-Hop-Bühne Deutschlands. Dort siegt, wer Sprache beherrscht. Doch wie beherrscht Sprache uns? Hier prallen gleich zwei Meinungen aufeinander. Das Thema Sprache und Gleichberechtigung. Dieser strukturelle Sexismus, der ist überall. Und wir akzeptieren den einfach und denken, das ist normal. Und da möchte ich jetzt dagegen angehen. Und da ich Autorin bin und mich viel mit Sprache beschäftige, mache ich das jetzt in erster Linie über die Sprache. Jetzt hier schon draußen der Kabel. Das Thema ist mir natürlich absolut nicht neu, weil ich viele Vorträge dazu gehalten habe und vieles dazu geschrieben habe. Der Herr Kraus ist schon sehr erfahren und hat seine festen Meinungen. Und das sind keine Fakten und kaum Argumente, sondern der ist doof, der ist blöd, der hat keine Ahnung. Ne, tief entspannt bin ich nicht. Sie werden schon mal schauen. Ich habe schon was drauf. Ich hoffe mal, dass er da noch mehr zu bieten hat. Also, ja, ich bin gespannt. Der Überraschungsgast. Ich dachte, Sie sind der Überraschungsgast. Grüß Sie. Grüß Sie. Der Hardliner vom Lehrerverband und die Jungfeministin. Finden sie eine gemeinsame Ebene?
Also man muss schon darauf achten, wie man es sagt. Im Endeffekt ist es ein Mix aus auf den Gegner einreden, aber manchmal bin ich auch bei einer Line, die muss einfach scheppern. In der Antike Hexameter, heute Punchlines und Konter. Battle Rap, Schaukampf in Reimform. Wichtigster Programmpunkt heute, Katos Battle gegen Bong Taggy. Bong Taggy ist eine Legende, das Ja, kannst auf du mir jeden nicht Fall. sagen. Bong Taggy ist kann eine man, Legende. ja, der hebt alles hoch. Bei Bong Taggy war es jetzt so, dass ich die meisten Battles kenne. Ich würde sogar sagen, der ist auch heute Favorit, weil er einfach im letzten Jahr halt unheimlich viel abgerissen hat. Da war er gerade. ...500 Menschen im Publikum und Hunderttausende werden das Spektakel online sehen. Breakdance. So, sollen wir mal rein, oder? Überzeugen mit Sprache. Diese Kunstform gibt es schon seit Jahrtausenden. Ob eine politische Rede von Cicero im alten Rom oder das Battle heute Abend. Die Mechanismen der Sprache und Rede, sie sind sehr ähnlich. Wie treffe ich meinen Gegner? Welche Worte wähle ich? Wie gewinne ich die Crowd? Countdown. Gesetze der Rhetorik. Kato muss sie jetzt beherrschen. Den Text hat er auswendig im Kopf. Cool bleiben. Fokussiert. Denn er wird auch austeilen müssen. Ja, so langsam fängt jetzt an, so dass es bisschen mehr so, dass es eigentlich immer je öfter Leute einen fragen, so bist du gut vorbereitet, desto schlimmer wird's. Ja, wir gehen auch gleich noch mal vor die Tür ein bisschen, noch an die 50 Kippen rauchen. Kann ich mich sogar daran erinnern. Das war der beste Contest. Nervös? Immer, ja, klar. Er ist manchmal nervöser als ich, habe ich das Gefühl. Bist du aus diesem Block? Nach oben, komm schon. Alle Arme nach oben. Finale. Dieses Publikum wird über den Sieger entscheiden. Hier muss jedes Wort auf Anhieb sitzen. It's bigger than. Hinter. It's bigger than. Dann sehen wir uns in 5 Minuten hier zum Main Match von Top DJ Thomas. Krefeld, in der Nähe von Düsseldorf. Nichts Besonderes. Doch Es ist soweit. Der Tag ist gekommen. Aus Usern werden Menschen, aus Tweet wird Sprache. hier wird heute Großes entstehen. Deutschlands erstes Twitter-Festival. Es ist der Versuch, ein Internetphänomen auf eine Bühne zu hieven. Und er hat's erfunden. So, wollen wir jetzt Hashtag Krefeld leaken? Ja, oder? Hashtag Krefeld. Ich habe jetzt einen Tweet abgesetzt. Ja, nur Hashtag Krefeld hui. Das ist jetzt der Tweet. Twitter. Sprache extrem verdichtet. Man muss versuchen, eine Geschichte oder einen Gag in 280 Zeichen zu verpacken. Und das ist eine Kunst. Ist eine andere Art zu schreiben und eine andere Art von Kommunikation natürlich. Bisher kennen sich die Menschen hier nur aus dem Internet. Verstehen sie sich auch im echten Leben? Wir fahren heute ins Internet. Damit man sich auch mal in Wirklichkeit trifft. Ne? Man kommuniziert beinahe täglich im Internet miteinander. Und jetzt holen wir das mal auf eine Bühne. Das war uns ein Bedürfnis, das auch mal zu machen. Das Internet auf der Bühne erleben. Das wollen hier in wenigen Stunden 300 Menschen aus ganz Deutschland. Und Sie? Ah, da hinten ist das, wo dieses grüne Zelt ist, oder was?
Die Headlinerin mit Prosa. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Erwartungshaltung, außer dass ich mich sehr freue, die gleich alle endlich mal richtig kennenzulernen und alle zu treffen, weil ich sie ja alle noch nicht in echt gesehen habe. Und das war's eigentlich. Und dass alle meinen Text geil finden. Hoffentlich. Twitter hilft ihr beim Schreiben. Twitter ist ja so die maximale Ausreizung von Sprache. Und je mehr ich twittere, desto genauer formuliere ich Sätze. Also es ist weniger Blabla einfach. Ich komme schneller auf den Punkt. Sprachphilosophie trifft Stimmelsprech. In 5 Minuten ist drin die offizielle Eröffnung vom fantastischen Organisationsteam. Das heißt, guckt mal, ob drinnen noch der ein oder andere Quadratmeter für euch frei ist. Wir sollen uns jetzt zoffen. Habe ich schon gehört, ja. Ja, also dann legen Sie mal los. Wenn ich sage, im alten Griechenland durften alle Bürger wählen und in Deutschland dürfen auch alle Bürger wählen, dann weiß man immer noch nicht, was der Unterschied im Wahlsystem in Griechenland und Deutschland war. Meint der männliche Begriff Frauen automatisch mit? Das wird nur klar, wenn man quasi sagt, in Griechenland dürfen die Bürger wählen und in Deutschland dürfen Bürgerinnen und Bürger wählen. Da zeigt sich wieder, dass quasi, wenn man das generische Maskulinum benutzt, ein Informationsgehalt weggelassen wird. Man muss das quasi definieren. Ja. Aber das ist ja eigentlich ist das ja nur ein Beispiel für das Problem des generischen Maskulinums. Wenn es für die Information wichtig ist. Genau. Aber in vielen Fällen ist es eben nicht wichtig. Das ist es. Für viele Frauen ist es wichtig, genannt zu werden und nicht nur mitgemeint zu werden. Wogegen ich mich wehre, das sind diese Verunstaltungen mit dem Slash und mit dem Majuskel-I im Plural, mit dem Gender Gap, mit dem Gender Sternchen. Und wogegen ich mich wehre, das sind diese verrückten Konstruktionen, die fußgehenden Brücke, das Backendenhandwerk. Dem ehemaligen Chef des Lehrerverbands geht es um Ästhetik, der Autorin um Gerechtigkeit. Für mich ist Sprache Mittel zum Zweck. Da mache ich eine Güterabwägung. Und da sage ich, die Gleichberechtigung von Frauen ist für mich wichtiger als jetzt die besondere Ästhetik der Sprache. Ich kann nicht die Grammatik vergewaltigen. Nee, eine Grammatik, deren Grundsätze wir im Griechischen gehabt haben, im Lateinischen gehabt haben. Vor 50 Jahren hat man anders gesprochen, vor 100 Jahren, zu Luther hat man anders gesprochen. Sprache wandelt sich. Und das ist ganz normal. Gendern normal oder zu kompliziert im Alltag? Ob Anwalt, Astronaut oder Sozialarbeiter, ihr könnt alles werden, sagt der Lehrer zu seinen Schülern. Diesen Satz umformulieren? Wenn ja, wie? Ja gut, es ist ja zunächst mal die Frage, ist das eine reine Jungenklasse? Gute Frage. Na klar. Wenn es eine reine Mädchenklasse ist, ist es daneben. Mhm. Wenn es eine gemischte Klasse ist, müssen wir jetzt miteinander ringen. Mhm. Dann kann man sich natürlich auch aus der Affäre stehlen, indem man sagt, ob Anwaltsberuf oder Astronautenberuf oder Sozialarbeiterberuf. Das ist gar nicht aus der Affäre stehlen, das ist auch Gendern. Das gehört auch dazu. Sie müssen nicht so... Das ist Feigheit. Nein, das ist Neutralisierung. Aber bloß nicht, ob ihr Anwälte oder Anwältinnen, Astronauten oder Astronautinnen... Ja, das will ja keiner. Das ist es ja. Sie sollen gendergerecht formulieren, aber niemand verbietet ihnen, elegant zu formulieren. Ich will es ja nur ein bisschen karikieren. Gut, also, ob ihr Jura, Weltraumforschung... Ja. Oder an der FH... Sozialarbeit studiert. Gibt's ja. Ja. Klasse, könnt alles... Ich glaube, wir haben es schon. Boah. Ha, super. Nächste Runde, Gendern und Literatur. Keiner sei gleich dem anderen, doch gleich sei jeder dem Höchsten. Geht dabei die Schönheit der Sprache verloren? Dieses Zitat noch zeitgemäß? Es muss so aussehen. Wir sollten uns hüten, unsere Klassiker zu vergewaltigen. Diesen Text kann man nicht gendern. Also mit dem Vergewaltigen stimme ich Ihnen zu. Wir sollten wirklich niemanden vergewaltigen. Das ist natürlich alles andere als genderneutral. Nee, aber das ist ja auch die Sache. Wir lesen ja die Klassiker nicht deshalb... dem anderen. Ja. Jeder, dem Höchsten. Lauter maskulin. Ja, es ist ja, genau. Und Sie fühlen sich als Frau aber trotzdem mit angesprochen. Nein, wir reden jetzt hier von Literatur. Literatur ist Kunst, das ist was ganz anderes. Da gelten auch andere Regeln. Das Zitat ist ein Zitat, das kann man ja durchaus weiter zitieren.
das kann man einfach so stehen lassen. Und vor allem, wenn wir hier einen Klassiker besprechen und zitieren, Sie werden es ja aus der Schule wissen, muss man das immer im literarischen und geschichtlichen Kontext tun. Welchen Regeln folgt Sprache? Was macht sie mit uns? Fortsetzung folgt. Zurück in Berlin. Cato. Kurz vor dem Duell. Ein letztes Mal Worte sortieren, die Argumente strukturieren, die verbalen Schläge. Hier auf der Bühne sind immer zu viel. Wir ziehen den Countdown jetzt von 10 runter, Berlin. 10, 9, 8. Und Zweifel ausblenden. 5, 4, 3, 2, 1. Berlin, Du fängst an? Die beiden Jungs haben sich geeinigt, dass Cato in diesem Match anfangen wird. Ich halte ab jetzt die Klappe und ihr solltet das auch tun. Ansonsten seid mal jetzt alle ruhig. Yo, yo, yo. Weißt du noch, vor 5 Jahren, ganz Battle Rap Deutschland fragte sich, wer dieser Bong war. Du bist durchs Land gezogen, hast dir die Sporen verdient, wurdest ein rap-technisches Monster. Ein vielseitiger Künstler, der seit neuestem sogar Songs macht. Tiesto sagte, kommt zum Abschluss der Saison ran, das wäre für alle hier besonders. Aber er hat dich zur Beerdigung geladen. Es endet da, wo es begonnen hat. Den Gegner kleinreden, ihn bloßstellen, auch mal persönlich werden. Es ist Cato, der beste Newcomer 2017, 2018 und 2019. Und wer von Cato nichts mitbekommen hat, der hat wohl die letzten paar Jahre weggeschaut. Er bekommt von der Szene Respekt, denn er ist ideenreich und fresh und seine Matches dope. Aber von mir bekommst du hauptsächlich Respekt dafür, dass du dich mit so einer Fresse überhaupt in ein Battle traust. Denn du siehst so aus, als hätte Malcolm mittendrin als Kind zu viel Crack geraucht. Die ersten Sätze des Gegners. Kann er kontern? Reagieren? Ganz spontan? Schnell jetzt. Und es muss sitzen. Und ich sehe aus wie irgendwas von Melke mittendrin. Ich mach die Hose auf und deine Mutter melkt mich mittendrin. Respekt vom Gegner. Alter. Respekt von der Crowd. Eine raue Kunst. Rap zitiert und prägt den Sound der Straße. Viele würden ja denken, ich laber nur Dreck, aber der Herr Teggy hält sich für den größten Innovator im Rap. Ich hasse das, wenn jemand sich so sehr überschätzt. Isaac Newton hat auch damals die Schwerkraft entdeckt. Der hat sich auch nicht hingestellt und zu allen gemeint, komisch. Ich entdecke die Schwerkraft und auf einmal lassen alle was fallen. Ich sprach mit dir und deinem Homie, es ging um Lines und um Rap und dabei fand ich was heraus. Der Typ ist eigentlich nett. Ja, ey, nichts mit, ey, außerhalb des Battles, da schlag ich dich zu Kleinholz. Einfach nur, hallo zusammen, ich bin Reinhold. Präsentation ist alles. Das Publikum mitreißen. So, kennt ihr sein Battle gegen Mikesh? Ich gebe euch die Kurzversion. Du siehst aus wie ein Model. Nein, du siehst aus wie ein Model. Aber du bist arrogant? Nein, du bist arrogant. 2 arschgefickte Hollister-Fressen, die sich damit... Zwei arschgefickte Hollister-Fressen, die sich damit dissen, dass die ein schönes Gesicht haben. Als würde das in einem Battle wirklich Gewicht haben. Lustig, immer unschuldig und ein bisschen frech sein. Wenn du schon 2 Gesichter hast, dann sollte eins davon korrekt sein. Oder verhalte dich wieder, arrogante, charakterlose, Hurensohn, der du als Mensch bist. Das wäre vielleicht nicht cool, aber wenigstens authentisch. Time. Hey, und Cato gilt seit jeher als Zukunft unserer Spitter-Kultur. Gleichwohl stagniert er auf dem Level Unterhaltungsliteratur. Trotzdem scheiß ich auf den Gürtel und lass weiter diesen Titel in Ruhe, denn ich bin keiner von euch Contendern. Ich zerficke euch nur. Vorbei. Doch für wen entscheidet sich die Jury? Time. Kann ich bitte mal einen riesen Applaus für das Top-Tier-Main-Match heute Abend haben? Wir haben 5 Judges und eine Stimme davon seid ihr. Wer ist dafür, dass Cato gewonnen hat? Wer ist dafür, dass Bong Teggy gewonnen hat?
Ich sehe mehr Hände für Bonteggi. Ich sehe auch mehr Hände für Bonteggi. Damit steht es 1:0 für Bonteggi. Jetzt haben wir noch 4 weitere Stimmen. Kato, 1:1. Bonteggi, 2:1. Kato, 2:2. Jetzt wird's knapp. 3:2. Bonteggi. Verloren. Enttäuscht? Also im Endeffekt ist man jetzt erstmal froh, dass es vorbei ist. Also Battles sind nur schön, wenn sie vorbei sind. Vorher ist das echt scheiße und ja, ist so. Möchtest du was sagen, Bong? Jo, ich hätte es heute an ihn gegeben. Man muss sich das natürlich nachher immer noch mal angucken, aber der erste Eindruck war erstmal, dass der eigentlich besser war heute. Darum ist es eigentlich egal, so Hauptsache wir hatten ein geiles Match. Cut oder Stich oder Stab. Alles nur ein Spiel. Beleidigungen gehören dazu. Geil, wir sind da, Alter. Auf Deutschlands erstem Twitter-Festival. Hi, ich bin Katrin, ich trete hier auf. Hi. Ja, hi. Katrin Wessling kennt die Tweets, aber noch nicht die Menschen dahinter. Danke dir. Doch erstmal Twitter auf der Bühne. Johannes Fleur will von der Entstehung des Festivals erzählen. In der Sprache des Internets, versteht sich. Gibt schon eine ganz eigene Lingo, sagen wir dann. Und es entstehen auch ganz eigene kleine Redewendungen oder Sprachspiele, die den Ursprung dann bei Twitter haben. Großschreibung, Zeitverschwendung. Satzzeichen, Platzverschwendung. Orthographie, irrelevant. Hallo Fabs, bei mir waren am Montag 15 Leute in Chemnitz bei der Lesung. Was sagst du dazu? Finde dich ein Star. Schade, dass du nicht da warst. Doch war ich. Ja, dann sag doch was, zum Beispiel Hallo Jojo, na wie geht's? Ach ja, war schwieriger Abend, dachte du verstehst. Schon okay, aber am 1. April in Wien sag bitte Hallo. Bin in Berlin da. Was? Nein. Oh nein, Fabs. Nein. Oh. Kommt doch einfach beide mal nach Köln für ein kleines Wiener Sehen. Dann habe ich Jonathan geblockt. Ich komme mal richtig gerne nach Köln, also an mir wird's nicht scheitern, mein kleiner Jonimann. Boah, im Sommer Krefeld alle? Ja! Internetsprech als Lesung. Und wie sind die Menschen? Okay, ich kenne einfach keinen. Nee, ich weiß wirklich nicht, wer die alle sind. Im Netz gute Freunde und hier doch nur Fremde. Aber halt, Ah, ihn kenne ich, er ist Krieg und Freitag. Ihm können wir aber Hallo sagen. Ne? Er hat dieses unglaublich krasse Hemd an einfach. Entschuldige. Hallo, ich bin Katrin. Hey Katrin, na? Hallo. Weiß ich doch, dass du Katrin bist. Hi, ja, ich hab dich der erste Account. Nun hat er ein Gesicht. Und ein Hemden sei Dank. Naja, du kennst mit Sicherheit einige, aber nicht anhand ihrer Gesichter. Ja, und das ist ja nicht genau auch mein Kannst du mir helfen? Wenig tatsächlich. Fremde Freunde. Was macht das mit Sprache? Distanz wird übersprungen, aber was bedeutet das für Ihre Lesung später? Es Krefeld mir hier. Hashtag Krefeld. Verbringe jetzt meine Freizeit mit den Leuten, mit denen ich sonst meine Freizeit verbringe. Hashtag Krefeld. Krefeld heute beste Stadt im Twitter-Universe. Hashtag Krefeld. Dieses Twitter-Festival ist die peinlichste Scheiße, von der ich je gehört habe. Hoffentlich streamt jemand diesen Autounfall. Hashtag Twitter-Festival. Wer hat das denn getwittert? Irgendjemand, den man kennt? Scheißegal, nein. Keine großen, irgendwelche Hater nur. Also wir haben es zum Beispiel so gemacht, wenn man auf sowas gar nicht mehr reagiert. Ich habe den Fehler ganz am Anfang gemacht. Ja, genau. Und, ja. Nicht mal blockieren. Du sollst sie einfach ignorieren, weil dann suchen die sich ein anderes Opfer. Sogenannte Hater hatten die Veranstaltung bedroht. Ignorieren? Im Netz ausreichend. In Krefeld aber gibt es Barrikaden, um ungestört feiern zu können. Twittern
läuft so sehr staccatohaft ab in meinem Kopf. Und Schreiben ist ja ein viel ruhigerer Prozess. Ich werde eine Kurzgeschichte lesen und wenn die sehr gut läuft, was ich hoffe, dann lese ich vielleicht noch eine und sonst halt nicht. Also wenn ich nur eine lese, wird es jetzt nicht gut gelaufen. Lesungen. Für Katrin eigentlich kein Problem. Aber heute? Vor ihren Internetfreunden? Also ich glaube, wenn es eine normale Lesung wäre, wäre ich nicht so nervös. Also ich bin auch immer noch vor Lesungen nervös, aber nicht so nervös. Und ich glaube, heute Abend ist es einfach besonders, dass es halt so Laufpublikum gibt. So. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viele Leute sich das gleich anhören. Und das fühlt sich richtig scheiße an, ehrlich gesagt. Literatur auf diesem Festival. Es gibt weniger schwierige Orte dafür. Nächster Programmpunkt, jetzt hier auf dieser Bühne. Aus Berlin angereist, um euch was vorzulesen. Liebe Userinnen und User, bitte macht einen großen Applaus für Katrin Wessling! Mein Name ist Katrin Wessling und wie letztens jemand über mich schrieb, schreibe ich hauptsächlich bei Twitter über Tinder-Dates und Philipp Amthor. Und ich lese euch heute Kurzgeschichten vor von Frauen, die es so richtig verkacken in der Liebe. Meine erste Geschichte heißt Immer nur ich. Der Micha ist so nett, dass ich ihn mitnehme zu meinen Eltern an Heiligabend, weil seine ganze Nettigkeit vielleicht das ganze Nicht-Nettsein meiner Familie ausgleichen kann. Literatur statt Twittern. Zuhören statt Tippen. Die User und Userinnen sind ein wenig zu unruhig dafür. Es ist nur Luft, die durch seinen Mund und durch seine Nase und in seine Lungenflügel gesaugt wird und dann wieder ausgeatmet wird. Dann riecht es so. Es riecht nach ihm und nach faulenden Äpfeln. Danke. Nach einer Kurzgeschichte reicht es ihr. Kein zweiter Text. Kein guter Abend also für Prosa, für ausformulierte Sätze. Du hast, glaube ich, einen undankbaren Slot für Literatur jetzt. Ja. Aber ja, sorry. Es ist immer scheiße, wenn du so kurz vom Ende dran wirst und alle schon so mega besoffen. Und außerdem, der Raum ist halt wirklich so, dass du halt wirklich alles hörst, ne? Also jedes Geräusch. Und das macht es ein bisschen anstrengend zu lesen. Also, Aber an sich würde ich jetzt, hat es sich gelohnt, ne, zu kommen? ja, natürlich. Das ist so mega schön. Ich meine, guckst ja... Ein ganz großes Uff, aber ein freudiges Uff. Ein Uff! Also nicht, kann ich nicht machen. Aber es ist sehr, sehr gut. Es läuft sehr, sehr gut und es wird ja noch ein paar Stunden gefeiert, jetzt die ganze Nacht hier. So, liebe Freunde, es geht weiter. Jetzt geht's weiter. Prost. Prost. Lange war Twitter-Festival ein Scherz. Jetzt ist es eine richtig gelle Veranstaltung, die hoffentlich im nächsten Jahr jemand anders organisiert. #Krefeld. Ciao, ihr Bobos und Gunnar. #Krefeld. Was ist Sprache? In München streiten der konservative Lehrer und die feministische Autorin um die Definition von Sprache, suchen einen gemeinsamen Nenner. Ja, Sprache. Was haben Sie denn vorhin gesetzt? Ich habe gesetzt, Sprache ist das Humanum schlechthin. Ja, aber das ist zwar schön, aber das sagt auch nichts irgendwie. Doch, da kann man viel ableiten draus. Ja, eben, deshalb ist es ja so beliebig. Ich habe gesetzt, Sprache ist Macht. Sprache ist Macht, ist mir zu einfach. Zu einseitig. Ist nicht nur Macht. Sprache ist auch Vehikel zum Ausdruck von Emotionalität, zum Ausdruck von Kreativität. Das hat nichts mit Macht zu tun. Sprache kann aber natürlich auch in ihrem Sinn Missbrauch sein. Sprache ist die Grundvoraussetzung für Gedanken, für komplexes Denken. Aber wie bringen wir das jetzt so hin, dass wir diese Buchstaben verwenden? Also ich habe ein Wittgenstein-Zitat. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Schön, aber wir wollen jetzt was Neues hier machen.
Jetzt müssen wir langsam, glaube ich, zu Potte kommen. Ja, da haben Sie recht. Meine Güte. Sprache kann verbinden, Sprache kann trennen. Ja, bin ich dabei. Aber machen wir es andersrum. Sprache kann trennen und auch verbinden. Dann sind wir beim Versöhnlichen am Schluss. Dann machen wir es, Sprache kann trennen, sie sollte aber verbinden. Mein Gott, ist das schön. Ja.